Haben wir jetzt den Audiopegel angepasst? Hört man uns jetzt? Hallo? Hört man uns jetzt? Scheiße. Das schaut schlecht aus. Das kann ja nicht sein, oder? Es ist kein Ton. Es kann nicht sein. Warum nicht? Geht's? Sie hören uns anscheinend. Ihr hört uns, oder? Jetzt. Alter, wir kämpfen da herum. Was passiert? Das geht oder? Jetzt! Das war sicher das da, weil du das vorher ausgetragen hast. Ja, Entschuldigung. Wir haben es geschafft. Es war natürlich mein Fehler. Super. Ich sage jetzt noch einmal Hallo. Wir haben jetzt, wie lange haben wir schon gestreamt? Ein paar Minuten und haben völlig ohne Ton gestreamt. Wir sagen trotzdem noch einmal Hallo und erzählen die gleichen Geschichten noch einmal. Also wir haben gehört, es ist jemand aus Judenburg dabei. Wo seid ihr noch her? Ist noch wer da? Nicht aus Judenburg zum Beispiel? Zeltweg FIFA heißt der Typ. Der ist wahrscheinlich aus Zeltweg. Yes. Also, der Erwin hat dieses Wochenende eine Fieberblase bekommen und hat deswegen die Probe abgesagt. Der Christoph Veit, unser Trompeter, dieser schöne Mann, ist derzeit gerade in Deutschland und ist mit seiner Arbeit und anderen Dingen beschäftigt, die ich da jetzt nicht genauer ausführen will. Aber jedenfalls haben wir eine Probe gemacht ohne Bläser. Das war mal was Interessantes. Eine Rhythmusgruppenprobe sozusagen. Genau, ja. Hat gut funktioniert. Da kann man dann Lieder schreiben, da kann man sie echt genauer zubesetzen. Da kann man mal wirklich sonst fetzen die Bläser immer ein mit einer und so Geschichten. War sehr produktiv und dann sind wir zum Landwirbel in Graz gegangen, zu diesem legendären Festel. Und da sind wir viele Leute, nehme ich an. Waren ein paar Leute. Ein paar Leute sind ja. Kommt davon, wie es weiter ist. Also wir haben jetzt heiße 10 Zuschauer. Der Zeltweg FIFA ist aus Zeltweg. Okay, das haben wir wirklich gut erraten. Der Thomas Gemeinbauer sagt, grüß euch, Gmor Jabberwocky. Schau, das ist aber lieb. Servus, Christi. Gmor. Die Jabberwocky haben ja auch, wann war das, im Herbst ein Album herausgebracht. Sehr hörenswert, auch auf YouTube zum Anschauen. Jabberwocky schreibt man ganz kompliziert, aber das könnt ihr im Kommentar anschauen. Und wir haben uns heute gedacht, wir reden ein bisschen über österreichische Musik, weil gerade wahnsinnig viel passiert. Wir wollten euch ein paar Videos vorspielen, ein paar Nummern vorspielen, aber die Technik hat uns einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir erzählen euch einfach so darüber. Freitag ist von Horst das neue Album rausgekommen. Horst, unsere allerliebsten Menschen, die unter anderem mit auf unserer Albumtour waren, jetzt beim Wildkogel-Festival im April mit uns zusammen gespielt haben, zusammen gefeiert haben. Die haben jetzt endlich ein neues Album und haben eine super feine neue Single namens Schöne Zeit ausgebracht. Was mich super. Eine super Scheibe, wie mein Vater sagen wird. Eine gute Scheibe. Eine gute Scheibe. So. Coole Nummer über, ja, sie haben quasi gute alte Zeit von uns covered, nur besser. Sie haben es verbessert, unsere Nummer sozusagen. Zeitgeistlicher gemacht, kann man sagen. Ja, genau. Jetzt in Zeiten von Seiler und Speer und so Sachen kommt das, glaube ich, ganz gut an. Wenn ihr diesen anderen Post bitte liken würdet, wo sie gesagt haben, wenn sie 1500 Likes kriegen, dann färben sie sich alle blau und die Haare. Das wär echt fein, wenn ihr das machen würdet. Wir haben übrigens vor, aber das sage ich jetzt nur hinter vorgehaltener Hand, dass wir die Likes kaufen und dann müssen sie es machen. Hat jemand von euch schon die Nummer von Horst gehört eigentlich? Noch jemand aus Judenburg? Kommt vor, das ist eine Steirerpartie.
Hat jemand schon die Nummer gehört von Horst oder? Nicht. Hm. Na, gut. Dann hört es euch an, es ist erst schöne Zeit. Horst hat es jetzt vor kurzem auf YouTube auch hochgeladen. Wirklich hörenswert. Super Video. Auch Ein schönes Video auch, ja. coole Ideen. Was ich mir noch gedacht habe, was eigentlich ganz, also die Amadeus Music Awards werde jetzt einfach einmal, War nicht vor kurzem, ist eigentlich ein heißes Thema noch, kann man sagen. es ist fast ein heißes Thema. Wir sind übrigens nominiert worden für die beste Probeband, also die besten Proben macht. Das Das ist ja immer der Jack 1-2, von dem alle reden. ja, genau, Soundcheck. Genau. Das ist dann im Proberaum vergeben worden, deswegen ist es nicht im ORF übertragen worden. Privatveranstaltung. Tuvabier war wieder mit dort und hat den Gavalier, glaube ich, angestenkert. Das war ganz nett. Ist auch so ein Ding in der österreichischen Musikszene, die Tuvabier, Alkbottle 2.0, dran da gerade einige Dinge. Wir haben gerade eine Live-Listen diese Woche angeschaut und haben uns gedacht, bist du wahnsinnig, so viele Konzerte kann man gar nicht spielen, wenn man so viel trinkt wie die. Aber Gratulation, Jungs, das ist echt cool, was ihr macht. Und was noch passiert ist, am Freitag, wie Horst ein Album rausgebracht haben, hat der Onkel Lou, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der hat eine Vorband von Granada, ein ehemaliger Effi, jetzt auf der ganzen Tour gespielt und hat jetzt sein eigenes Album rausgebracht. Und der hat live im B72 am Freitag gespielt, ich bin leider nicht hingekommen, aber hat echt großartig ausgeschaut. Gibt es auch ein Video auf seiner Facebook-Seite, wo die Menge quasi seine Songs singt. Und wir sind zurück auf 7 Zuschauer. Wir haben so spannende Interviews wie letzte Woche. Der Yoji98 sagt übrigens, schöne Zeit hat er gehört und findet es ziemlich gut. Grüße aus Oberösterreich. Hallo lieber Grüße Yoji. nach Österreich. Yoji98, du bist wahrscheinlich 98 geboren oder 98 Jahre alt. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist entweder oder. Der Michael Floss hat die Nummer noch nicht gehört, der Emil03 auch noch nicht. Also ja, hört es euch an, wenn dieser Livestream vorbei ist. Alrighty, was kann man da erzählen? Ja, was ist sonst was Gutes für österreichische Musikszene ist, allgemein zu sagen, ist, dass meiner Meinung nach Bilderbuch durch die Decke schießen wie nix, den wir jetzt beim Amadeus Award wieder abgeräumt haben, glaube ich, für das beste Album, für die beste Live-Show. Beste Band. Ja. Also wirklich Hut ab vor den Jungs auch. Das ist ja ganz lustig, wir haben vor Jahren, das ist, ich glaube, warst du da schon in der Band, wenn wir mit Bilderbuch zusammengespielt haben? Beim Wurmfestival in Oberösterreich haben wir gespielt. Und damals waren sie vielleicht schon ein bisschen größer als wir, aber jetzt nicht so extrem viel größer. Und auf einmal haben sie diese EP rausgebracht und das Album Chic Shock. Und das ist sowas von durch die Decken gegangen. Ja, und das Schwierige ist ja daran, dass man, wenn jetzt ein Album rauskommt, dass man nur eins draufsetzt, dass man jetzt das nochmal toppt sozusagen, weil die Erwartungen sind ja riesig von allen Seiten und dass man dem dann irgendwie gerecht wird, tut sich, glaube ich, eine Band, die als Quereinsteiger beziehungsweise mit einem Einschlag von einem Tag auf den anderen, glaube ich, ziemlich schwer, dass man das nochmal ans drüber legt, so auf die Art. Und mit dem zweiten Album jetzt haben sie das eigentlich ziemlich auf die Reihe gebracht, kann man sagen. Also ist sie verkaufen aus nach wie vor die ganzen Hallen nacheinander, dass Konzerte nochmal dort gemacht werden, weil einfach so viele Bestellungen waren oder so viele. Ja, jetzt haben sie die Kasematten im Graz dreimal ausverkauft jetzt am Dreimal. Wochenende. Also Freitag, Samstag, Sonntag haben sie 3-mal hintereinander gespielt. Gestört. Sehr cool. Wie haben wir das Entschuldigung, nur das kurz nur sagen, dass es nicht jetzt nur in Österreich bleibt, das Ganze, sondern dass es auch im ganzen deutschsprachigen Raum jetzt am zweiten Album besonders viel mehr, dass sie in Deutschland auch die ganzen Sachen ausverkaufen oder dass das alles auch nicht nur in Österreich so gut geht, sondern jetzt halt auch. Ja, da waren ja beim Jan Böhmermann und in Deutschland geht es jetzt auch schon sehr gut. Ja.
Aber Tuba Bier genauso, also die spielen auch wahnsinnig voll. viel in Deutschland, obwohl sie wahrscheinlich keiner versteht. Aber das mit den Erwartungen, da tun wir uns halt, ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt ein Album rausgebracht, vor 1,5 Jahren, nicht jetzt, auf das wir echt extrem stolz sind und mit dem wir eigentlich unseren Sound gefunden haben, sozusagen, also zumindest den Sound, den ich haben wollte, ungefähr. Wobei man sich das vorher nie so richtig vorstellen kann, aber einen Sound gefunden, der uns allen gefällt. Und jetzt schreiben wir eben an den neuen Songs. Wir haben jetzt bis Ende Juni keine Gigs. Und dann spielen wir einiges. Ich glaube, wir spielen sogar mit Tuba Bier zusammen am 2. Juli in Waldsassen in Deutschland. 6. in Deutschland spielen wir wieder mit einer zusammen. Ist, glaube ich, Franken, Bayern. Das war oben, gell? Relativ weit oben an der tschechischen Grenze. Da freuen wir uns schon sehr. Und in Graz werden wir spielen. Im Stadtpark. Und Am geplant 1. ist ja Juli. Das wird cool. Die evangelische Jugend macht das bitte. Ich meine, wir sind ganz brav. wirklich alle extrem evangelisch. Aber völlig egal, es hat dann jemand coole Konzerte veranstaltet. Johann Sebastian Bach spielt dort, glaube ich, auch als Headliner. Cool. Ja, habe ich selber noch nicht live gesehen. Bin ich gespannt. Ja. Jetzt Kommentare. Was, also der Michael Floss hat geschrieben, 2 Zuschauer, die fehlen, schauen gerade das Horst-Video. Finde ich gut, ja. Die kommen sicher nicht mehr zurück. Die gehen jetzt in den Horst-Livestream rein. Was ist euer Meinung zu Pizzerra und Jaus? Extrem viel Respekt vor dem, was der eigentlich für ein Shift geschafft hat, jetzt der Paul Pizzerra. Er war in unserem Video drin, zu Danke, diesen Shift, dass er jetzt echt vom Kabarett zur Musik gekommen ist und da immer in die Charts auf Nummer 1 ist. Und ich glaube, der hat jetzt 7 oder 8 Mal das Orpheum ausverkauft jetzt schon, obwohl die Konzerte erst im Oktober, voll. November sind. Also ganz, ganz eine arge Geschichte, was da jetzt eigentlich passiert, und das ist auch schön, weil ich habe Gerüchte gehört, dass der Paul Pizzerra eigentlich immer nur Musiker werden wollte und das Kabarett quasi der Weg dazu war. Und das hat er ziemlich perfekt geschafft, Sinn, muss ja, man echt voll. sagen. Das der Plan war. Und mit dem Otto Jaus natürlich einen Top-Musiker gefunden, mit dem er im Duo singt. Das ist ganz ein großes Ding, das gefällt uns. Übrigens, die ganzen Musikvideos, die von Paul Pizzerra und Jaus, die sind von dem Typen gemacht, von Bene Missmann, der Gute alte Zeit das Musikvideo gemacht hat, von uns. Und der zugleich in der Ausbildung war in der SAE, wie ich war. Und von daher kennen wir und Hut ab. Das SAE, für die das nicht wissen, was es ist. Es ist eine multimediale, ich weiß nicht, ob es eine Universität ist, aber sowas wie eine Hochschule, sowas wie eine FH. Mhm. Und Hut ab, dass er sein Ding durchgezogen hat und das anscheinend, oder nicht nur anscheinend, sondern mit Sicherheit sehr gut macht. Und Wer? das Der gibt- Bene? Der Bene, ja. Ja, der Voll. Bene. Haben wir gerade letztens mit ihm getroffen. Also, der HCB zuschreibt, Magic Life, Name ist Programm, okay. Klingt so ganz geil, Buffet, coole Pool, Drinks, all you can sauf, aber geil ist es unterm Strich trotzdem nicht. Also ich glaube in HCB gefällt das Bilderbuchalbum, das neue, nicht so wie Schick Schock. Weil der Jan ein Audio-Hippie ist. Ein Audio-Hippie, okay. Ich weiß gleich, was er den Der HC ist übrigens der Jan, unser Tontechniker, der ist auch schon seit 5 Jahren jetzt, glaube ich, bei jedem oder fast jedem Auftritt von uns dabei ist. mitmischt sozusagen. Er mischt mit. Um Ja, den Witz genau. von der letzten Ausgabe weiterzuführen. Ist euch übrigens aufgefallen, dass wir die 2 Dudes sind mit Dudes? Mit du. Ja. Gut, danke für deinen Witz. Was gibt es noch so an österreichischer Musik? Mother's Cake
Mother's Cake haben auch gerade jetzt im Jänner ein Album rausgebracht. Ja. Einer, Haben jetzt gerade ihr ein- Album abgeschlossen. Die Ihr Albumtour. Albumtour haben sie abgeschlossen. Ja, sind wir leider ein bisschen spät dran, davon zu erzählen, aber Mother's Cake, falls ich das Album noch nicht habt, wie heißt's? No Rhyme, No Rhythm. No Rhyme, No Reason, oder? Reason? Rhythm? Reason? Ja, wurscht. Reason, glaube Äh, ich. Ich schau schon mal. ein paar sehr, sehr gute Nummern oben. Der Erwin hört das Ding auf und ab auf Spotify andauernd. Fällt jemand sonst noch österreichische Musik hören? Wir kriegen keine Kommentare mehr. Die 7 Zuschauer sind eingeschlafen. Reason, No Rhyme, No Reason heißt sie. No Rhyme, No Reason. Ja, ich warte noch kurz, auf etwas, vielleicht was ihr derzeit gerade hört an österreichischer Musik oder früher einmal gehört habt, was man ein bisschen pushen kann, was euch richtig gefällt. Falco ist, das ist einfach. Das gefällt jedem. Okay. Okay, die Frage ist, ob es jemals nochmal in Österreich so einen Erfolg hat wie Falco. Ja. Eine gute Frage. Mir kommt vor, es passiert einfach derzeit sehr viel, aber ob das jetzt im englischsprachigen Raum auch noch groß wird, keine Ahnung. Ich glaube, das ist heutzutage gar nicht mehr, das klingt jetzt blöd, aber gar nicht mehr so relevant, weil die deutschen Künstler schon sehr gut von dem Ding leben können. Also wenn ich so denke an Kraftklub, Materia, Jan Delay, das sind, oder Seed gehen ein bisschen drüber aus, die sind vielleicht auch in Schweden unterwegs und so, aber das sind alle nur im deutschsprachigen Raum und das funktioniert trotzdem. Also wenn ich mir Bands wie Wanda und Bilderbuch anschaue oder Seiler und Speer, denen Weil man sagen muss, wird es dass nicht das halt wehtun, auch dass sie nicht in England und in den USA in den Charts sind. weil man sagen muss, dass das ja eine oder die dicksten Bands, die Österreich, sag ich jetzt mal, der zu bieten hat, einfach sind. Richtig. Also schon eine hohe Messlatte, die man sich dann irgendwie stellt. Ja. Die Volkshilfe, ja, Volkshilfe, sehr großartig. Wir haben leider erst einmal mit einer zusammengespielt in Graz. Da haben sie uns eingeladen, dass wir mit einem in der Generalmusikdirektion spielen. Top-Musiker, Top Light. viel liebe Leute, wobei ich den neuen Gitarristen noch nicht kenne, der mal Okay. den Gitarristen austauscht. Okay. Vielleicht ist das ein Arschloch. Kann nicht das sein. No offense. Skolka, mit denen haben wir auch schon öfters zusammengespielt. Machen ja grundsätzlich relativ ähnliche Musik wie wir, nur ohne Quetschen, kann man sagen. Und ein bisschen so mehr so. Ein bisschen schneller. Sowas in diese Richtung. Blöde Frage, hört man Skolka gern daheim? Hört man unsere Musik gern daheim? Oder ist das mehr so ein Live-Ding? Also Ska? Gibt's Leute, die Ska daheim hören? Hier. Schon? Unser Schlagzeuger, der Bernie, hat immer auf Spotify seine, wie heißt es, Ska-Punk All-Time Tracks. Seine Playlisten. Der hört er immer in der Dusche. Kein Witz, ich habe ihm gesehen, wie er das in der Dusche gehört hat. Also, haben Sie meine Frage verstanden? Hört man Ska auch daheim oder nur live? Das dauert immer. Das dauert immer ein bisschen, gell? Ich muss jetzt erst überlegen über die Antwort. Also kann man schon verstehen. Okay. Was? Da kommt nichts. Well, Ja, es ist vorher. Ich würde es nicht. auch nicht so Ja, schlecht. Last Like Deep war auch nicht so schlecht. Von der Musik her. Nicht die Künstler, weil das ist schier. Last Like Deep, ich glaube, die waren das Aber ich Jugendwort, höre ich oder? immer im Auto. Schritt. Ja, stimmt, Automusik. Ja. Also im Auto funktioniert das wirklich gut, das stimmt. Muss man aufpassen. Wenn man motivierende Musik im Autofahren hört, dann In den Öffis wieder nicht so. wohl in den FSR ja ziemlich alles. Aber es gar nicht, oder so. Wohl sicher. Zum Tanzen anfängst in der U-Bahn. Warum nicht?
Würde ich sagen, hauptsächlich live, aber auch gern daheim oder zum Feiern. Okay. Mhm. Also überall. Spannend, ja. Seid ihr wieder am Nova vertreten, oder sind wir noch in Verhandlungen? Wir haben überlegt, ob wir uns für das Ding bewerben, dass wir am Red Bull Brandwagen spielen können. Das wäre cool. Also wir hoffen sehr darauf, wir halten uns das Wochenende bis jetzt noch alle frei, haben so einen roten Marker am Kalender gesetzt, weil es voriges Jahr so großartig war. Also ich weiß nicht, ob ihr das Live-Ding gesehen habt, wo wir auf Facebook live gegangen sind. Der Mani, unser Merch-Gott, hat mit dem Handy hat er da den Livestream gemacht. Das war echt ziemlich cool. Auch im Nachhinein nur zum Anschauen, weil der Sound gar nicht so schlecht war. Aber das Otterkringer Fasel gibt es das Jahr nicht mehr. Sonst hätte uns Otterkringer wieder eingeladen, aber sie machen das jetzt nicht mehr. Leider. Leider nicht mehr vertreten. Ne? Und jetzt hoffen wir, dass wir am Red Bull Brandwagen kommen. Aha, okay, Skolka ist mehr Party, schreibt der Thomas Gemeinbauer. Bei euch gibt es auch gute Texte, also auch für zu Hause zum genauen Zuhören. Okay, cool. Das ist interessant, ein interessanter Aspekt, dass die Texte ja sehr, sehr wichtig sind. Der Dudelchor, ich finde den Namen einfach geil. Was ist Dudelchor? Hat geschrieben, Drescher wäre noch zu nennen als österreichische Musik. Das ist ja sowieso der geilste Ansatz, kennst du? Nein, kenne die Drescher nicht. Ne? Die machen ja so Thrash Metal mit Quetschen. Okay. Aber es klingt voll geschissen, gell, wenn ich sage, aber es ist echt gut umgesetzt. Also sie haben so eine serbische Harmonika. Okay. Die haben was gestimmt oder was? Nein, aber das ist nicht diatonisch, sondern chromatisch. Okay. Also so akkordeonmäßig oder wie? Ja, aber mit Knöpfe, okay. Knöpfe und chromatisch. Okay. Wer Drescher nicht kennt, aber auf Metal steht, der sollte sich das anhören. Der Michael Floss schreibt, wann spielt ihr mal wieder in Judenburg so einen kleinen Gig für ein paar Leute? Ist da was geplant? Wieso einen kleinen Gig? Dann spielen wir schon was Größeres. Nein, wir sind derzeit am Planen, dass wir diesen Sommer möglichst noch in Judenburg spielen. Wir hätten gerne mal ein Open Air gemacht, wo wir unser eigenes Festel machen. Wieder mal hinter vorgehaltener Hand sage ich, es könnte unter Umständen Watschenfest heißen. Ich finde den Namen einfach geil. Das ist sehr extrem. Und wir haben uns gedacht, wir laden da einfach ganz viele Bands ein oder ein paar Bands und machen das vielleicht immer wieder. Nicht nur in Judenburg, vielleicht auch in anderen Locations oder so, wo wir einfach schauen, dass wir andere einladen und zusammen mit denen spielen. Das war echt cool. Spiel und Spaß haben, Bodenspiele. Wir sind ja echt ganz große Fans von Open Airs. Schaut eigentlich, dass wir jetzt so wenig spielen, oder? Jetzt spielen wir bis Ende Juni gar nichts. Aber wir hoffen, wir werden in den Proben ein bisschen was zusammenbringen. Ihr müsst wissen, der Erwin und ich fahren jedes Wochenende zur Probe nach Graz. Wir waren dann beide in Wien. Flixbus vor der Wien. Oder Zug. Oder Zug vor der Wien. Mehr der Zugfahrer. ÖBB. Ich schaffe das nicht, dass ich mich schon 2 Tage auf eine Uhrzeit fixiere, wann ich fahre, weil dann denke ich mir, ich bin so eingeschränkt dann in meinem kompletten Lebensverlauf dann bis dahin, denke ich mir, weil es muss alles bis auf den Punkt geplant sein, dass ich dann genau dort bin. So viel dazu. Das ist der arme Hund. Deswegen bin ich eher faul und sage, nein, jetzt will ich fahren und fahre dann zum Zug und setze mich ein. Alrighty. Wir haben noch immer 9 Zuschauer. Ich bin echt verwundert, dass die Leute da noch drauf bleiben. Oder sind es vielleicht 9 andere, die einfach zwischen eingestiegen sind? Keine Ahnung. Aber jetzt sind die Kommentare weggegangen. Habt ihr noch Fragen zu dieser Vorlesung? Weil sonst würden wir das jetzt einfach abbrechen. Naja, du kannst ja sagen, wir können uns einfach zum Ende kommen lassen oder beenden, aber nicht abbrechen. Das ist so.
Abbrechen blinkt. Wir werden das beenden, wenn es am schönsten ist. Es war ja Wir wirklich werden schön. zum Also es hat Aufnehmen. echt Spaß gemacht. Wir müssen sagen, das war das erste Mal für uns. Wir haben wirklich mit der Technik gekämpft. Es hat einfach nichts funktioniert, aber es ist schön, dass ihr so schön kommentiert habt. Vielen Dank. Jupp, vielen Dank. Wie gesagt, was passiert? Nix, nicht viel. Wir verkriechen uns im Proberaum, aber ihr werdet jede Woche wieder ein Update kriegen. Nächste Woche ist wer dran? Ich glaube, Der Bernie müsste dran sein. Bernie und Also wenn ihr anscheinend einen Schlagzeuger sehen wollt, der auch Wakeboarden tut und mit dem ärgsten Dialekt. den geilsten Dialekt. Obwohl, das ist ja voll witzig. Ihm sprechen immer alle drauf an, dass er so einen argen Dialekt hat und fragen ihn, wo er her ist. Dabei ist er, ist er 10 Meter von dir daheim. ja, er ist 1 Kilometer neben mir aufgewachsen. Also keine Ahnung, wo er den Dialekt her hat. Wahrscheinlich vom Bundesheer. Alright. Wünsche euch, da hat wer was geschrieben. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Ja, Dank. Es vielen war Dank. mir ein seelisches Fußbad. Genau, das wäre mir jetzt auch eingefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und man sieht sich am nächsten Konzert. Ja, hoffentlich. Bitte, wir kommen sehr gerne wieder nach Irenburg. Überall. Und fix ist schon 2. Juli, 1. Juli Graz, Stadtpark. Und alles andere findet ihr, glaube ich, auf unserer Website. Ich bin mir nicht sicher, ob es Sicher. gerade aktuell ist. Ja, Jedenfalls im Laufe der Wochen werde ich es zumindest einmal aufstellen. und das X ändern. Das X? Das X bei der mobilen Ansicht. Ja, genau. Wenn es auf unsere Website geht. Und euch das anzipft, weil ich muss das kurz bringen, live. Ja, okay. Ich bin beim Handy, bin ich auf unsere knackquatschen.at Seite, scroll over, will mir die Konzerte anschauen, wann wir das nächste Mal spielen. Was du selber nicht weißt. Na, und dann auf einmal kommt der Newsletter in die Fresse, du musst den Newsletter bitte abonnieren. Und man hat keine Möglichkeit, den wegzutun. Zumindest habe ich es so lange nicht gecheckt, bis der liebe Daniel zu mir gekommen ist und gesagt hat, Jay, schau mal, Erwin, da rechts oben ist bei dem schon schwarzen Hintergrund ist ein schwarzes X. Ist nicht voll schwarz, muss ich sagen. Ja, okay, Entschuldigung, aber wenn man nicht so drauf schaut, dann sieht man das nicht. Ja, also Und wenn deswegen- es auf der Website seid, am Handy, rechts oben ist Rechts es X. oben ist es X. We are Falls- sorry. Schönen Abend, Bussi, Ciao, Baba. Baba.